Servus Leute, herzlich willkommen beim neuen Vlog von Stralemanski. Ich hab's ja angekündigt im letzten Vlog, beziehungsweise dem letzten Vlog. Es ist ja eigentlich der gleiche Tag, bloß ich bringe die Videos an 2 Tagen online. Ich habe ja berichtet von meinen Erlebnissen, wo wir waren. Weil ja wir Nachwuchs bekommen, waren wir im Krankenhaus und haben uns da mal Kreissaal und haben wir uns den Kreissaal angeschaut, haben da so einen Infoabend besucht. Ja, was soll ich sagen? Infoabend ist losgegangen, schon mal. Jeder hat was zum Trinken mitnehmen, weil das so ein trockenes Thema ist, hat der Arzt gesagt, okay, wieder zurück, holen wir uns was zum Trinken, ist ja nicht schlecht, hat ja nichts gekostet, passt. Eigentlich recht ein witziger Kerl, ich weiß nicht, ob es der Arzt war oder nur Geburtshelfer, ich kann es jetzt leider nicht mehr so genau sagen. Ja, dann ist es losgegangen mit ein paar Erklärungen und danach gleich mal euch ein Filmchen von einer Geburt, also so richtig. Da sind schon einige drin gehabt, denen das war zu viel. Da haben wir gedacht, ja Leute, herzlich willkommen in der Realität. Das hättet ihr euch wohl früher überlegen müssen. Wann, wenn ihr eure Alte schwängert oder die Alte schwanger ist, was dabei rauskommt. Und irgendwas ist ja reingekommen, also muss ja wieder was rauskommen. Hallo, was ist denn mit dir da oben, ey? Pack mich ja nicht an. Also, auf alle Fälle war das einigen schon zu viel. Aber Leute, das ist die Realität. Man geht ja dahin, dass man erfährt, was los ist. Was passiert mit der Frau ihrem Körper und so. Ja, auf alle Fälle hat der gute Mann dann seinen Beitrag beendet gehabt und es ist dann weitergegangen. Und dann ist natürlich die Fragen gekommen. Ist was nicht schlüssig? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nur so zur Info nebenbei. Er hat vorher schon gefühlte 10-mal in seinem Beitrag gesagt, dass im Krankenhaus tagsüber zu 95% ein Arzt da ist. Und wenn keiner da ist, beziehungsweise nachts oder am Wochenende, hat ein Arzt Rufbereitschaft. Rufbereitschaft, sagt das Wort an sich schon. Er ist bereit, wenn man ihn anruft. So. Erste Frage. Ja, Rufbereitschaft. Ist Rufbereitschaft beim Arzt das gleiche wie bei Ihnen? Wenn man Sie anruft, dann kommen Sie. Ja. Kennst du 2 Berufsbereitschaften? Also ich nicht. So. Rufbereitschaft. Er war auch schon ein bisschen, also denkt, ja Mann, hat er gerade erklärt. Rufbereitschaft ist Rufbereitschaft. Ende der Diskussion. Meint man. Zweite Frage. Wie lange braucht der Arzt, bis er da ist? Wenn man in der Rufbereitschaft ist. Ja. Kommt halt drauf an, wo der Arzt gerade ist, hat er gesagt, was für ein Arzt das kommt, was er gerade macht. Ja, wenn der gute Mann beim Kacken hockt, ja, was soll er machen? Dann dauert es halt 2 Minuten länger. Mann! Das heißt doch Rufbereitschaft. Der schaut immer, dass er so schnell wie möglich da ist. Wie schnell das dann im Endeffekt ist, kann doch kein Mensch sagen. Wenn der mit dem Notarztwagen kommt, wer weiß, wo der wegfährt, wer weiß, wo er drüber kommt, wer weiß, was alles für Widrigkeiten an ihm da kann. Man kann es halt nicht sagen, er kommt so schnell wie es geht. Saublöde Frage, finde ich. Interessiert ja keine alte Sau. Aber manche anscheinend schon. Ich verstehe das halt nicht. Dritte Frage. Wann ist der Doktor denn überhaupt da? Ja, hat er vorher schon mal erklärt. Dass der unter der Woche für so 95% einer da ist, aber am Wochenende und in der Nacht halt keiner. Und was passiert wenn und was passiert wann? Ich habe mir über solche Fragen noch gar keine Gedanken gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das selbstverständlich ist, was da passiert. Dass dann, wenn es Komplikationen gibt,
dass wir da sofort in ein anderes Krankenhaus kommen, das eine Kinderstation hat und den besten und einen Doktor hat und dass da ein Doktor kommt und der wo sich dann auskennt und keine Ahnung. Leute, Fragen über Fragen. Die beste Frage finde ich, das hat ja, die Hebammen sind ja wirklich, ich muss echt einmal so sagen, arme Schweine. Die machen einen super Job, die machen einen der besten Jobs auf der Welt und einen, der wo ich muss echt so sagen, ich finde es fast so, am beschissensten bezahlt wird, sage ich jetzt einmal. Das heißt nicht vielleicht am beschissensten, aber für das, was die leisten, kann eigentlich unsere Krankenkassen schon mal ein bisschen dahinter stehen und sagen, hey, die machen einen klasse Job, die einmal ein bisschen besser zu bezahlen und nicht am Hungertuch leiden lassen, muss ich schon fast sagen, was die leisten das ganze Jahr lang. Also es ist, da haben wir eigentlich traurig, was da bezahlt wird. Und dann musst du noch solche Fragen teilweise beantworten. Dann muss ich sagen, ey, ich kapier's nicht. Ja, ich muss wirklich sagen, was die teilweise Stunden arbeiten, gell, ist schon echt heftig, aber da komme ich jetzt dann gleich nochmal dazu. Und was halt auch ich finde, so erschreckend finde, ist einfach, dass die, wo das erste Mal ein Kind kriegen, das Alter so gestiegen ist. Das ist ja Wahnsinn. Ü30. Das ist ja nichts. Ich sage mal, mit 30 geht es ja noch, da haben ja manche dabei, da habe ich nicht gewusst. Kriegt die ein Kind oder geht die für ihre Tochter schon wieder, weil die uns kriegt? Da habe ich gemeint, die spinnen, wie alt das die war. Also, es gibt schon wirklich komische Sachen, muss ich sagen. Naja, ja, dann vielleicht einmal. Also sind da wirklich Fragen gekommen. Wahnsinn, also da waren einige dabei, die ich nicht ganz verstanden habe. Die war im Endeffekt immer das Gleiche draußen aufgelaufen haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt wenn nur mal einer so eine Frage stellt, na geh, weil das ist mir echt so blöd. Und ja, der Arzt, wo da vor Ort war, ich glaube, dass ein Arzt war, wie gesagt, der hat ein bisschen Panik gemacht, muss ich sagen. Ich habe mir schon gedacht, der erzählt da Geschichten. War dann das Gute, wie wir zu der Krankenschwester gekommen, die uns die Station gezeigt hat. Ihre ersten Töne waren, unser Arzt dramatisiert schon manchmal gern, also denkt euch nichts, alles halb so schlimm. Jedes Kind ist noch auf die Welt gekommen und die meisten kommen nicht so problematisch auf die Welt, wie er gerade erzählt hat. Also das sind vielleicht 2%, die im Krankenhaus so auf die Welt kommen. Die anderen kommen völlig normal und die haben so 700 Geburten im Jahr. Oder sogar, ja, so gute 700 waren es. Also kein Stress, hat es gesagt. Man muss sich da nicht verrückt machen lassen von war schon cool. Und dann auch so Sachen, ja, gemeint, ja, hat immer vor der Notaufnahme gehalten, wie man da reinfährt. Ja, hat gesagt, also, die allerwenigsten kommen über die Notaufnahme. Sie gehen ja ganz normal über den Haupteingang wie jeder andere normale Mensch auch. Also, der hat da echt ein bisschen Panik gemacht, die war schon gut. Und der Satz war, ja, was der Chef sagt, ist die eine Sache, was wir dann machen, ist die andere Sache. Da haben wir gedacht, du bist bloß sympathisch, das ist wie bei uns. Was der Chef sagt, wird so lange umgesetzt, wie er da ist. Und dann arbeiten wir wieder so, wie es uns die Erfahrung gezeigt hat, dass es einfach besser, schneller und effektiver ist. Auch wenn unser Chef meint, dass das nicht so ist. Aber das darf er ja meinen. Der soll ja auch recht kriegen. Und wenn er bloß meint, dass er recht hat. Das ist ja wurscht. So, dann fahren wir mal die Rennstrecke nach, weil ich jetzt da Bock drauf habe. Heißt nur Rennstrecke so, weil es halt früher so mal eine war. So zur Info. Ja, Hebammen, die wo da vielleicht gar keine Ahnung davon haben. Oder, ja, also ich finde, was eine Hebamme leistet, ist schon abnormal. Wenn ich jetzt unsere Hebamme anschaue, die hat ihren normalen Krankenhausjob, sage ich jetzt einmal. Die hat in einem Krankenhaus als Hebamme gearbeitet. Hat dann zusätzlich mit einer anderen, da würde ich behaupten, eine Partnerschaft mit der Praxis. Und gibt da Geburtsvorbereitungskurse, hat die gemacht. Ich weiß nicht, ihre Partnerin hat ein bisschen mehr gemacht, weil ich glaube, der Praxis gehört, wenn man nicht alles täuscht. Ich kann es nicht genau jetzt erklären. Aber nur die hat jetzt schon Geburtsvorbereitungskurse gemacht. So, der war einmal in der Woche und da muss man teilweise gehen. Der ist um 7 Uhr losgegangen, hat bis 9 Uhr, halb 10 immer so gedauert. Und Männer haben 3-mal mitgedürfen.
Und und du musst mal rechnen, die ist teilweise danach noch in die Arbeit gefahren. Also, und da bestimmt auch kein 8-Stunden-Job oder 7,5, wie es halt die IG Metaller haben. Sage ich jetzt einfach so. Die wollen eigentlich ruhig mehrere Stunden arbeiten, der jetzt nicht schon. Und solche, also wirklich Wahnsinn, was die leisten. Und da dann nochmal, weil ich sage, wenn die unter der Geburt ist, die kann ja nicht mittendrin aufhören. Und sage, ja, hey, ich habe jetzt Feierabend, gell? Scheiße, ich muss jetzt heim, hilft mir nichts. Kommt die nächste, ja, die machst du fertig, da bist du voll in dem Element, also da hast du keine Chance, sag ich jetzt einmal. So, dann machen wir ein wenig langsam. Und also ich finde es echt schon wirklich klasse, dass ich verstehe an jeden, der wo dann sagt, hey, das ist wirklich ein Job, für den musst du leben. Wenn du das nicht machst, dann ist das keiner für dich. Und ich denke aber, der das macht, das ist schon, glaube ich, ein Erlebnis. Ja, das war jetzt ein bisschen unser Erlebnis dazu, also zu dem Tag. Also, ja, vielleicht noch ein weiteres. Wir sind noch nicht fertig, sorry. Wir haben dann die Zimmer und die Station angeschaut im Krankenhaus. War sehr interessant. In den Krankenhaus, wo wir hingingen, das finde ich sehr cool. Familienzimmer überhaupt kein Thema. Das kriegt eigentlich jeder eins, wenn es so verfügt. Also in vielen gibt es anders um in vielen größeren Krankenhäusern gibt es nur 6 bis 7 oder mal 10 Familienzimmer. Wenn die weg haben, haben sie weg. Und bei uns, wo wir hingehen, ist das scheißegal. Du kriegst immer eins eigentlich. Es werden dann sogar von anderen Stationen Zimmer dazugenommen, von der Nachbarstation, wenn es pressiert. Aber also bis jetzt haben die Familienzimmer immer gereicht. Es hat noch nie ein Problem gegeben, dass was nicht gelangt hat, und das finde ich schon richtig geil. Und weil ich da mit drin bleiben mag, dann die 3 Tage, wo die Frau dann mit dem Kind im Krankenhaus ist, finde ich, gehört einfach dazu. Ja, und danach ist dann in den Kreissaal gegangen. Das war auch sehr interessant, einmal sowas zum Singen. Ich habe das vorher auch noch nie gesehen, woher denn auch. Ja, noch nie eine Geburt mitgemacht. Und es war sehr interessant, was es alles schon gibt, was alles gemacht werden kann. Also echt klasse, super erklärt worden, muss ich echt sagen. Also ich bin echt gespannt, ich hoffe, dass das alles reibungslos funktioniert, und dann denke ich mal, steht nichts mehr im Wege. Ja, und das soll es dann heute mit dem Thema mal gewesen sein. Mit dem Thema Krankenhaus oder Entbindung, mit dem Tag, wo das vorgestellt werden soll. Letztes Mal hat das erst von meiner Cousine, der Mann hat gesagt, wenn dir die Fragen zu dumm werden, jetzt sagen wir, wo ist der nächste Bierautomat, dann kriegst du auf alle Fälle einen auf den Deckel. Dann wird es richtig amüsant. Habe ich leider vorher noch nicht gewusst, hätte ich mal machen sollen, wäre bestimmt witzig gewesen. Also in diesem Sinne, Leute, seid gespannt auf den nächsten Vlog. Servus, habe die Ehre. Wir sehen und hören uns wieder voneinander, und ich habe es geil gefunden, dass wir im Mopedfahren nochmal hingehört haben mit dem Vlog. Und in diesem Sinne, Arrivederci, habe die Ehre.